Die Duelle nehmen kein Ende. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards müssen wir uns wieder mal neu behaupten, Leute. Aber zuerst mal ganz kurz unser Deck bearbeiten. Wir haben ja im letzten Part noch ein paar coole Karten bekommen und ja, man sollte schon sein Deck ab und zu ein bisschen upgraden. Mal gucken, wie es da fertig geladen hat. Geht doch. So, erst einmal natürlich das Schwierigste vorneweg. Das heißt erst einmal die Monster. Kann ich ja irgendwie, eigentlich ganz cool, wenn das gehen würde, sortieren nach neuen Karten. Ne, eher weniger, war. Vielleicht nach Anzahl der Karten, da wäre theoretisch natürlich die eine, also die, sprich die ich am wenigsten habe, natürlich gerade die falsche. Wäre doch eigentlich genau das, was neue Karten sind. Theoretisch. Ja, aber nicht nur. Okay, wo habe ich jetzt dich? Wo bist du? Nee, wo ist er jetzt? Wo ist er? Das Schwarzfliegenmonster, er ist auch nicht. Na, wo versteckst du dich? Hier bist du ja, der trickreiche Freunde. Genau, du kannst eine Karte abwerfen, diese Karte Spezialbeschwörung zu rufen. So. Was also Leute bereit? Ich muss jetzt entscheiden, welche Karte kommt hier jetzt raus. Tja, schwierige Frage. Moment. Machen wir es doch mal so. Mein Tributmonster wäre theoretisch eine Variante, wir können eigentlich später machen. Wobei Trigger ist eigentlich auch Tributmonster dem her. Ich kann eigentlich alle Spezialbeschwörungen rufen, außer halt die hier, aber der ist Stufe 6, der ist Stufe 5. Das passt eigentlich soweit schon ganz gut. Da wäre doch fast am ehesten versucht, irgendwie den gebieterischen Ritter abzuwerfen. Weil Kriegerle werde ich eigentlich eher weniger wegwerfen. Ich brauche irgendwie noch fürs... Naja, für den Angriff halt, beziehungsweise für den Support natürlich. Das Kampfschaden. Das Zauberfallen kann zerstören wohl. Ja, wisst ihr was? Ein bisschen zu heikel, weil ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Tributmonster. Das ist schon eine ganze Menge und deswegen... Möbius, tut mir leid, Kumpel, aber du kommst mal weg. Dein Effekt ist zwar cool, aber haben wir bereits eigentlich schon und deswegen... Nö, lieber nicht. Gut. So, jetzt mal dazu. Gut. Es kommt jemand der Feder zum Einzug, oder zum Zug natürlich selber, und zwar Zauber. Hat es hier irgendetwas, was man sagen kann? Jo, die Karte bringt's. Sieht nicht so aus. Ich glaube, Zauberkarte hat mir sowieso nichts. Das ist aktuell ganz gut, außer halt da Desync und man, ja, ich weiß nicht, gibt es Situationen, wo sie ganz gut sein kann. Aber in der Regel ist momentan eher weniger der Fall. Oh Leute, vermisse irgendwie die Schrumpfen-Zauberkarte, Alter. Der hat schon so lange nicht mehr gespielt, auch sonst so privat und... Nein, privat habe ich leider sowieso nicht. Auch in anderen Yu-Gi-Oh! Spielen habe ich leider nicht entdeckt und deswegen... ist schon eine geile Karte. Bist du da? Aber doch bereit? Ja, genau. Feinkontrolle eine zweite. Ja. Wäre theoretisch ja schon machbar. Aber ne, ich habe 13 Zauber, das ist eigentlich gut so. Filter nach Fallen. Denn da war irgendwo eine Fallenkarte, die mir ganz gut und ganz nützlich erschien. Wo ist es jetzt schon wieder? Spiele ich jetzt? Aber das ist schon mehrmals. Ja, doch sicher erst einmal. Nö, scheinbar doch nicht. Okay, aber die Karte hat schon bereits schon mal gehabt, auch nicht schlecht, hey. Ich habe das nie gemerkt. Ja, ich suche noch eine Fallenkarte, die uns eigentlich helfen soll, nach dem Empfänger zurückzuholen. War schon wieder eine Karte, Ebenholzpfeil.
Ach so, ja, stimmt. Das war die Karte. Hey, wo ist denn die jetzt? Ah, hier ist sie ja. Kraft des Geistes, genau. Aktiviert diese Karten in der Schadensberechnung des Spiels eines Gegners. Du hast in diesem Kampf keinen Kampfschaden. Dann kannst du mit deiner Hand einen Empfängermonster Typ Krieger mit 1000 weniger an einen Friedhof hinzufügen. Würde bei uns heißen... Da könnt ihr den wählen. Oh. Ich habe gar nicht so viele. Moment, zurück. Da bringt gar nichts. Also wenn die Krieger mit diesen, was ist das irgendwie... Naja, also, ihr wisst schon, ist egal. Haben wir da ein bisschen verzettelt, tut mir leid. Mein Fehler. Ist das peinlich, ey. Der bringt in unserem aktuellen Deck gar nichts. So, geil, die haben es mal mit. Der wäre auch so geil, ey, der finstere Jagdbomber. Ach, egal, so. Synchro 2 reicht momentan. Wir haben genug Karten umhergetauscht und so. Jetzt wird es Zeit, Hunter Pace richtig schön die Fresse zu polieren. Naja, fast. Schon viel besser. Dann Hunter Pace, Friedhof des Feuers. Also jetzt kann das oberste Stockwerk, komm, leben nicht in die Quere. Duellieren wir und wir sind heutiger Köter, hey. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ein Spitzname. Faust gegen Faust, aua. Das tut doch weh. Tja. Papier schlägt Stein und es geht mal los, Freunde. Es ist Zeit für ein Duell. Synchro 2 gegen den Friedhof des Feuers. Brav, bist du Mensch an der Pace, live und direkt. Peace, Mann. Nö, also ich mich hier weniger Kumpel, mal ganz ehrlich. Ist das ein Scheißdeck, ey. Ja, es könnte noch schlimmer kommen, wa? Nee, also viel schlimmer kommt das jetzt garantiert nicht mehr. Was zum Henker? Erstmal die Karte hier verdeckt. Dann spielt das Monster und die Karte hier auch verdeckt. So, Zug beendet. Was zum Henker war das gerade? Aber Trottel auch nicht im Angriffsmodus spielen können, ist ein Effekt. Und tschüss. Finstere Bestechung. Finstere Abstimmung, nicht Bestechung. Autsch. Mann, hey, lass doch mal. Das sind Hölzchen zu Hause, Monsterbeschwörung. Ja, geiles Teil, Mann. Kampfphase, yo, Mann, Peace. Let's rock. Und das war's mit Gräberns. Ja, Kleiner, hast noch eine Karte verdeckt. So, sag mal, was du kannst. Ich sehe auch viel mehr, wollen wir wetten? Oder auch nicht. Was zum Teufel? Okay, ganz kurz meine Strategie überdenken. Einmal uns verdeckt, eine Karte verdeckt und Zug beendet. Ja, Freunde, ich habe schon eine Strategie, aber da muss ich jetzt noch ein bisschen Glück haben. Wenn das aufgeht, oh Menschenskind, hey. Wo ist der Trick, den man braucht? Totenkampfbegleiter. Zeige dich, mein mächtiger Freund. Moment mal, dann fließen sie wieder Angriffspunkte, ja? Können Sie einfach so einfach rufen. Let's go! Meine Krieger legen die Einöde. Tja. Wenn du schon mal so ein starkes Monster draußen hast, ruf doch gleich mal den Elfenschwertkämpfer im Angriffsmodus. Cooler Typ, was? Ups. Los geht's, let's rock. Wir sind auf die Kleinen. Schönen Schrank auch. Du sollst mir danken, Kleiner, dass mein Zug also doch bei ist. Große Klappe, nichts dahinter. Kartenzerstörung. Aber nicht jetzt. Jetzt ruf erstmal Gerümpelsynchronisierer. Der kommt daher gerümpelt.
Und dann kommt noch mein alter Kumpel, der Krebons. Ne Servus. So, kannst du bereits... Ja, kann bereits sagen, eigentlich bereits machen, aber nee, ich habe noch ein anderes vor. Und zwar mit meinem mächtigen Geschützturmkrieger. Der hat Power. Also stimmt ja. Das wäre das mit dem Effekt. Und das ist das mit der Power. Geschützturmkrieger, vernichtet ein Monster. Oh. Autsch! Menno! Du bist ein Penner! Hätte bloß mal einen Sternschartbrachen bereits gerufen. Oh, das wäre jetzt die perfekte Strategie gewesen. Woher soll ich denn sowas erahnen? Ja, toll. 2 Monster. Es sieht ein little bit doof aus. Das klappt schon, irgendwie klappt das schon. Wir müssen uns einfach reinhängen und dann kriegen wir das irgendwie schon hin. Wie viel von diesen Teilen denn noch? Ja, ich habe noch einen fetten Angriffsboost, ganz toll. Autsch, Menno. Meine Karten gehen down. Ich heul gleich los. So, jetzt war langsam eine gute Karte hier. Ja, so gut stelle ich mir was anderes vor, aber sie für den Anfang schon reichen. Gebieterische Ritter, es ist Zeit, dass wir wieder mal die Feldkontrolle übernehmen beim Teutates. Na dann, Gojo Wächter, it's Showtime! Juhu! Yeah, Mann, ganz geil! Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Und zwar natürlich in der Kampfphase. Gojo Wächter, vernichtet ein Monster! Und? Klappt's? Nein, das gibt's jetzt einfach nicht, hey! Alter, wie kann man nur so ein Pech haben? Jetzt mal ganz ehrlich. What the fuck? Ihr sagt's ja, wie kann man so ein Pech haben? Aua! Er ist nicht drauf. Alter, das war ein einer Karteneffekt, du Penner. Nee, wie kann man nur so ein Glück haben? Brennender Totenkopf. Angriff. Brennendes Inferno ist ein sehr geistreicher Name. Oh, Leute, sieht übel aus. Hilfe, Herz der Karte, bitte sei bei mir. Ja, also bei mir verstehe ich was anderes. So, Kartenzerstörung. Nehmen wir die beiden ab. Der Zombie ist da genau richtig. Stufe 4 plus. Ah, das könnte klappen. Das könnte klappen, Freunde. Spezialbeschwörung, Stufenkrieg, Angriffsmodus. Kommt als Stufe 4 heraus. Dann rufe ich den Zombie dank seines besonderen Effekts zum Friedhof zurück. Dazu muss er bloß diese Karte zurück ins Deck legen. Und da kommt er auch schon. Unser netter, kleiner Zombie, der gerne ein bisschen Seuchen verbreitet. Ist doch ganz nett, war so. Jetzt kommt Gaia. Kraft, der Ritter der Erde. Auch einen coolen Animationseffekt? Ich glaube eher weniger. Oh, schade. Na dann, Gaia, die Kraft der Erde und auch ihn. Ah, verdammt. Und dann wieder da mit D-Sync und so kommen, geht ja hier auch nicht. Was? Ja, das hätte ich schon. Tja, falsch gedacht, Kleiner.
Jetzt hat er keine Karte mehr, den mach ich jetzt sowas von platt. Ich hoffe zumindest Hilfe. Nicht schon wieder so eine Karte. Komm schon, sei lieb zu mir. Oh, Moment mal, ich weiß ja, was kommt. Wollte gerade sagen, ich weiß ja, was kommt. Von wegen, sei lieb zu mir. Toll. Geierritter, Kraft der Erde, Angriff! Gemeinheit. Zu beendet, hier Mann, ganz geil. Geier, der rockt. Geier, der bringt's. Und ich dreh voll durch. Ab dieser Mucke. Und auf seiner verdeckten Karten. Scheiße, Riesentornade, komm endlich mal. Wo bist du denn? Nö, eine Riesentornade für den Rücktritt des Kriegers. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Brauche gar nicht mehr, denn er bringt's hier. Geierräder, Kraft der Erde, bring uns den Sieg. Er sagt den Sieg und ich schrei der Untoten. Komm herbei, Totenkopf, Begleiter. Oh Mann, oh. Die Karte mag ich gar nicht. Du bist tot, Mann! Gerade nochmal gerettet. Ja, aber nicht lange. Das war nur das unvermeidlich auszuschieben und das bringt gar nichts. Nicht bei uns, denn jetzt führe ich wieder. Yeah, 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 yeah. Peace, Mann! Jetzt wird natürlich ganz gut unseren Zwillingsschwerplünderer gebrauchen. Na, kommt er auch? Den Arsch kommt er. Geierritter, Kraft der Erde, Attacke. Und Zug beendet. Das sind wohl voll motivierte. Yeah, 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 yeah. Es ist so cool. Unschädliches Feuer, nein! Das war jetzt aber knapp, ey. Alter, nochmal so ein Effekt, da bin ich am Arsch. Das gibt's nicht. Der Penner, der fordert mich. Das ist doch nicht möglich. Jetzt komm schon, Gaia. Ein großer Ritter der Erde. Jetzt mach doch mal hin. Fast das gleiche Artwork, aber egal. Abscheulich. Nö. Der Elfenschwertkämpfer ist bereits auf dem Friedhof. Hä? Stimmt gar nicht, das reden wir im Dick noch. Hä? Weiß gar nicht mehr. Wo ist denn der überhaupt noch im Friedhof? Oder das letzte Duell? Keine Ahnung mehr, wo mein abscheulicher Elfenschwertkämpfer ist. So. Lebenspunkte-Bonus, ganz geil. Man, wenn ich bloß neue Karten hätte. Wie kann ich verlieren? Voll ausgelöscht. Ja. Mal ganz kurz gucken, Leute. Ich brauche noch mal einen Rotdrachenerzunterwelt. Menno. Wo bist du denn? Da wird der Hund jeder Pfanne verrückt. Die Wurzel im Henke ist nicht so kleine. Der kommt nicht mehr, Freunde. Können wir knicken. Können wir sowas von knicken, ey. So, bewegen wir ganz kurz noch. Zum Transcender? Nö. Nachtgrabwächter, da oben ist noch einer. Die Hose, die ist ausverkauft. Was? Ebenenläufer? WTF. Ja, komm, wir machen ganz schnell. Ich habe sowieso nicht mehr viel Zeit. Knapp eine Minute noch. Das müssen Instinct-Sieg sein, ey, à la Exodia und so. Ja, das klappt schon. Wir müssen ein bisschen beeilen. Ich bin Erster, er ist Zweiter und... It's time for Duel! Yeah, Mann! Ich will abgehen. So, nochmal ganz schnell. So, als erstes ein Zwillingsschwertplünderer im Angriffsmodus. Und eine Karte verdeckt. So, so beendet.
Oh nein, ey. Nicht DD-Monster, willst du mir verarschen oder was? Das kannst du nicht bringen, Kleiner, das geht nicht. DD-Kriegerin und tschüss, und mein Monster gleich auch. Dankeschön. Ach nö, nicht die DD-Effekte. Was treibt der da? Na gut, dann müssen wir hier mit DD-Effekten kommen. Nee, das geht auch anders. Jetzt auf meinen Lieblingseffekt. Also, Effekt ist übertrieben, mein Lieblingskombo natürlich. Und zwar die Captain-Karten-Kombi, wie auch immer. Oder auch Formation. Yes, man. Ja, jetzt kann er ruhig mal versuchen, mit seinen DD-Kriegen anzugreifen. Daraus wird nichts. Das war einmal und gleich kommt die zweite Runde. Sehr schön, sehr schön. Na, du alte Hose, was machst du jetzt? Hm? Er ist jetzt ein Monster verdeckt. Schwache Leistung. Was habe ich zu bieten? Naja, nicht gerade viel mehr, aber egal. Krebons, komm herbei. Mein Kleiner. Okay, Stufe 5 oder Stufe 7? Ja, je nachdem. Quatsch. 3, also das spricht natürlich Stufe 5 oder Stufe 8 natürlich so rum. Was habe ich denn gerade gerechnet? Ein Mist, aber zusammengerechnet! Ja. Was beide Spiele können jeweils bis zu 3 Monster. Moment mal! Hat er mich gerade verarscht? Hier steht, beide Spieler können jeweils bis zu 3 Monster aus dem Friedhof ihrer Gegner aus dem Spiel entfernen. Monster. Ja, aber eindeutig die Karte, das ist eine Zauberkarte aus dem Spiel entfernen. Also entweder ist der Karteneffekt falsch übersetzt ins Deutsche oder aber das Spiel hat mir gerade gelingt. Schon wieder. Ja. Ist klar, Alter. Was zum Henker ist denn da los? Das Spiel verarscht mich. Du. Crazy. Noch ein Monster verdeckt. Sag mal, Alter, hast du keine Zauber fallen kann? Was ist los? Schwache Leistung. Oh, da kommen wir auf den Präsentierteller hier. Tja, Kleiner, gegen so viel Glück hast du natürlich gar keine Chance. Nee. Das kann nur in die Hosen gehen. Und tschüss. Ikowski. Sayonara. Goodbye. Nein! Oh, ich hatte ein Pet im Deck. Wir sollen mit so einer Karte rechnen. Peyton, Alter, Clown Dunkelheit ist eine Karte aus dem Yu-Gi-Oh! Film aus dem ersten. Übrigens ein geiler Film, aber trotzdem. Und gleich nochmal, natürlich, kann es anders sein. Noch ein Peyton. Peyton, Clown der Dunkelheit. Clown nervig kann wohl eher. Ich reg mich gerade ein bisschen auf. Der will mich ja wohl vernatzen. Verarschen. Also, ja, natzen, nicht vernatzen. So herum. Natzen, vernetzen wir mein Lieber. DD-Krieger und tschüss. Ein aus dem Spielentfernungsdeck. Ja, ganz toll. Und natürlich auch super viel Spaß. Ja, was mache ich jetzt hier? Stufenkrieger rufen. Oh, hallo Leute, na, wie geht's so?
Der kommt uns doch verarscht vor. Ja, und jetzt wie weiter? Hallo, 1200 bloß und so ein Monster regt mich gerade hier auf. Das stoppt mich gerade. Noch schlimmer. Goldener Humu. Alter. Okay, wir hätten wissen müssen, dass es nicht so einfach sein kann. Hey, wieso greifen nicht an? Hat er einen Vollschuss, Freunde? Wieso greifst du nicht an, du Penner? Er soll jetzt zuerst ablegen, dann das Monster rufen und zuerst die aktiviert sie zuerst mal. Dann sehe ich weiter. Ja. Per Kontrolle bringt gar nicht. Moment, die Karte bringt was. Mein Monster kommt weg und ich aktiviere Fight-Kontrolle. Und zwar zum ersten Mal benutze ich mal den zweiten Effekt davon. So. Das hier als Tribut geopfert, lange so geopfert und dafür kommt der auf meine Seite des Felds. Ja, so einfach kann es gehen, wa? Dein Effekt, mein Effekt, Kleiner. Golomunculus, direkter Angriff, Attacke. Und schon wieder gewonnen. Yeah. Zwar mit leichter Überlänge, aber spielt keine Rolle. 2 Punkte, yeah, Mann. Was passiert? Nein, ich habe meine Hose verloren. Nein. Schlüsselkarte hier. Dankeschön. So, was gibt's hier noch Schönes? Hab ich doch. Yeah, Mann. Und das Objekt gehört auch uns. Majestätischer Sterndrache halten. Yeah. Ja, Freunde, aber wie es hier weitergehen hier mit dem majestätischen Sterndrachen mit... Nach den beiden übrigen Transcender mit Odin und so, das sehen wir vermutlich erst im nächsten Part. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Bis dahin, ciao zusammen.